ist immer noch alles voll Schnee. So schön. Einfach zauberhaft ist es. In dieser Ruhe und in diesem Frieden, wo uns der Schnee bringt. Alles ist ein bisschen lahmgelegt und in der Nacht sowieso. Ja, und heute Nacht, wer weiß, ob der Lulu sich wagt, rauszugehen. Die heutige Geschichte heisst «Der Lulu und der Schnee». Ja, es ist wieder sehr, sehr kalt. Sehr, sehr kalt. Und feistere Nacht. Nur der Mond scheint am Himmel. Und draussen liegt die dicke Schneedecke, die die Welt in ein glitzeriges Weiss hüllt. Der Lulu, der Luchs, hätte am liebsten wollen im Bett bleiben und einfach die Nacht überschlafen. Aber der Robby hat andere Pläne. Ja, er schleicht auf feinen, leisen Flossen über zum Lulu und geht ihn aufstöbern. «Lulu, komm schau, es ist wieder so schön draussen.» Aber der Lulu lässt sich nicht so gerne begeistern für den Schnee. «So viel Schnee, miau, es sieht so kalt aus», sagt der Lulu und zieht seine Pfötchen unter die Decke unter. Aber der Robby rollt sich zu ihm her und schaut seinem Freund fest in die Augen. «Lulu, komm doch mit. Der Schnee ist so toll. Du hast doch gesehen gestern. Es war ein riesen Spass. Miau, ja. Und so nass und kalt war es eben auch. Und überall von oben kommt das Kalte runter. Und es hört nie auf. Und was, wenn es mich bräucht? Und wenn es mich einhüllt? Und wenn ich plötzlich untergehe in diesem Schnee? Das ist doch sicher noch unangenehmer.» Der Robby runzelt die Stirn und denkt nach. Er weiss, dass der Lulu den Schnee nur ausprobieren muss, um ihn gerne zu haben. Also springt er auf und verkündet: «Ich zeige dir, wie grossartig der Schnee sein kann. Du musst es einfach selber erleben. Vertrau mir, ich habe einen guten Plan.» Und der Lulu schüttelt den Kopf, bleibt aber gewunderig. «Miau, ein Plan? Was denn für einen Plan?» «Ganz einfach», sagt der Robby und lächelt ganz breit. «Wir gehen raus, aber ganz langsam. Du musst nicht alles auf einmal machen. Ich verspreche dir, du wirst ganz fest Freude haben.» Also der Lulu lässt sich nicht so schnell überreden und sagt zuerst: «Nein, miau, ich will lieber nicht.» Aber als der Robby sich auf den Weg macht für zum Katzentürli, geht er dann gleich auch mit. Er will doch gleich zuschauen. Und vielleicht interessiert ihn eben gleich, was der Robby sich da ausgedacht hat. Und jetzt gehen sie eben beide durch das Katzentürli raus. Zuerst der Robby natürlich. Und der Lulu geht ihm hinterher. Aber der Lulu bleibt am Rand stehen vom Balkon, wenn der Robby sich da ohne zu zögern in die Schneedecke wirft. «Lue!» ruft der Robby begeistert, während er sich im Schnee umtollt. «Es ist wie eine weiche, kühle Decke. Probier's doch auch mal. Ich verspreche dir, es tut nichts weh.» «Ja, aber es sieht so komisch aus», sagt der Lulu und hat vorsichtig ein Pfötchen in Schnee, um zu schauen, wie sich das anfühlt.
Und als er den kalten Schnee spürt, zuckt er gerade zusammen. Aber der Robby klatscht mit seinen Flossen. «Das war doch schon ein Anfang», ruft er. «Jetzt nimm ein bisschen Schnee in deine Pfoten. Es ist ganz lustig, glaub mir's.» Und der Lulu macht tatsächlich, was der Robby sagt, und schaufelt ein kleines Häufchen Schnee in seine Pfoten. Miau! Er schnuppert dran und merkt, dass es glitzert wie winzige Diamantchen. «Miau, das ist ja gar nicht so schlimm», sagt er schliesslich. «Siehst», sagt der Robby begeistert, «und jetzt zeige ich dir etwas noch Besseres.» Und der Robby rollt ein Stückchen Schnee zusammen, bis er eine kleine Kugel hat. «Das ist ein Schneeball und wir können damit zusammen spielen.» Und jetzt schiesst er den Schneeball fein in die Luft und fährt ihn wieder auf. Und der Lulu schaut fasziniert zu. «Miau, das ist ja wirklich noch lustig», sagt er dann. «Kann ich das auch?» «Natürlich kannst du das auch. Komm, ich helfe dir», sagt der Robby und zeigt dem Lulu, wie man den Schnee zusammendrücken kann. Und bald hat auch der Lulu seinen ersten Schneeball gemacht. Und er wirft ihn, zwar noch ein bisschen zaghaft, in die Luft. Und der Ball landet direkt auf Robbys Rücken. «Hey!» ruft der Robby und lacht. «Das ist gut, jetzt gibt es eine Schneeballschlacht!» Und was jetzt passiert, ist ein wildes Spiel im Garten. Der Robby schiesst Schneeball von unten vom Garten rauf zum Lulu auf den Balkon rauf und umgekehrt genau das Gleiche. Bis der Lulu keinen Schnee mehr hat auf dem Balkongeländer. Er hat nämlich schon alle gebraucht, für die Schneebälle zu machen. Und was jetzt passiert, ist so cool. Er überwindet sich nämlich und macht einen riesigen Gump runter in Schnee. Oh, Lulu, du bist mutig! Bravo, bravo, bravo! Ruft der Robby und klatscht in die Hände. Und jetzt geht die Schneeballschlacht weiter, und zwar dort unten im Garten. Sie schiessen sich lachend Schneebälle an, springen über Schneehügel und rollen durch die glitzerige Schneedecke. Und der Lulu merkt, dass der Schnee gar nicht so schlimm ist, sondern dass er sich wie eine kalte, weiche Umarmung anfühlt. Und nach einer Zeit schlägt der Robby vor: «Komm, wir bauen etwas. Wie wär's mit einem Schneeluchs? Dann hast du einen Freund, der den Schnee genau so liebt wie du jetzt.» Der Lulu strahlt vor Freude. «Ja, miau, das machen wir.» Und zusammen schieben sie Schnee zu einem grossen Haufen, formen Tätzli, Pfötli, Öhrli und ein Gesicht. Und der Robby legt 2 kleine Steinchen als Augen rein und der Lulu sucht noch einen Ast für einen Schwanz. «Miau, das ist der tollste Schneeluchs, den ich je gesehen habe», sagt der Lulu, springt vor Begeisterung auf und ab. «Ja, weil du ihn gemacht hast», sagt Robby und klopft ihm mit der Flosse auf die Schulter. «Und was sagst du jetzt zum Schnee?» Der Lulu lacht. «Miau, das ist grossartig. Merci, Robby, dass du mir gezeigt hast, wie schön das Schnee kann sein kann.» Die beiden Stofftiere verbringen noch Stunden im Schnee. Und jetzt merken sie gerade: «Oh, wir sollten ja heim. Wir sollten ja heim ins Bett. Und jetzt sind wir so pflatschnass. Boah, was machen wir jetzt?» Wow, jetzt müssen sie aber schon ein bisschen Gas geben. Hui. So schnell wie sie können, gehen sie rein und legen sich auf die Heizung, damit sie noch ein bisschen trocknen können, bevor sie sich zurück ins Bett legen. Der Lulu bedankt sich nochmal bei seinem Freund Robby, dass er ihm den Schnee hat gezeigt und dass er nicht locker gelassen hat. Sonst hätten sie zusammen nicht so einen grossen Spass gehabt. Und als sie einigermassen trocken sind,
schleichen sie leisli, so leisli wie sie können, zurück zu den Kindern ins Bett. Der Lulu schläft sofort ein. Das Mal ist er mega fest müde. Und der Robby, der freut sich einfach, dass er seinem Freund so etwas Schönes zeigen konnte.